Endlich, no iwwer 4 Joer hat erbecht, no stonnelangen, deeglangen Diskussionen mat Ministeren aus dem Conseil, die net immer ganz hëllefsbereet wären, fir et Moll leif auszudricken. No endlosen Diskussionen hai am Europaparlament hummeret haut gepackt. D'Stëmme sinn ausgezielt, an die neii Bestimmungen iwwer den europäesschen Datenschutz si mat enger grosser Majoritéit kann e sogur soen a l'Unanimité ugeholl gin. Ech sinn erlichtert a begeestert, well dée Succédo, den huet als Blut, Schwees an Träne kascht, a wéider vill vun ech wëssen dokumentéierte Film Democracy im Rausch der Daten, déi je och zu Lützeburg am Kino gelaf ass, op eng impressionanter spannend Manéier de Wee vun dësem Gesetz duerch d'Institutionen. No 4 Joer Orbecht ass den Text elo ugeholl, kann an 28 Staaten agefauert gin. Mei fir wat ass das Gesetz dann so wichtig? Fir wat hunn ech an anderer, wie zum Beispiel de geringe Rapporte Jan Albrecht aus Deutschland, nie opgin? Ganz einfach, weil mir Druge gelebt hun an Nachtdruge lewen, dass die Neiregeln unbedingt notwendig sind, fir Zukunft von Europa als een egestännege Kontinent aufzusichern. D'Regeln, déi virun der Sacho an Datenschutz gouf, die waren aus dem Jahr 1995, aus der digitaler Steetzeit. Demmals ass et ke Facebook, ke Google, ke Netflix gin. An Haut developéiere mar schon den Internet vun de Sachen, die Autoen, die leng fuhren, de Cloud Computing an so weiter an so fort. Daten bestimmen des Digitalökonomie. Daten si wie de Benzin vom 21. Jahrhundert. An dofir hun man neue Regeln gebraucht, fir festzulehen, wie die neue Technologie mat eisen Daten umgehen. An das ma so Regeln brauchen, as evident, dat sot dir. Enger Umfro, dem sogenannten Eurobarometer no, machen 91% von ihr sich Sorgen iwwer Mobilappen, die Daten sammeln, ohne dat dir einen Akkord dafür git huet. An dofir hunn die Meeschtleit ke Vertrauen an die neue Datenwelt. Die Neibestimmungen sollen also Privatsphäre online garantieren. Persönliche Daten gehören weder dem Staat noch enger Entreprise, die gehören ich. An durch gestärkt Vertrauen kann dann auch der Business am Datenbereich sich ausbreiten. Login 28 verschiedene Datenschutzbestimmungen durch eng einzig europäisch ersat. A weil die Ökonomie sich dann auch just un ein einzig Gesetz muss halen, am Platz un 28 kontradiktorisch Regeln, können als Entreprise bis zu 2,3 Milliarden Euro spuren. An die ausländischen Entreprisen, die von diesem Markt profitieren, müssen die europäischen Regeln auch anhalen, sonst bleiben säftig Strophen. So gesehen ist das Gesetz extrem wichtig für die digitale Souveränität vom europäischen Kontinent. Hier wird der Grundstein gelegt für das Vertrauen an einen richtigen digitalen Binnenmarkt aufzubauen. Das neue Datenschutzgesetz war aber nicht den einzigen wichtigen Text, den heute am Parlament ugeholt ist. Wir haben auch noch lange Diskussionen 2 weitere Instrumente am Kampf gegen den Terrorismus ugeholt. Für das erste Mal eine sogenannte Polizeidirektive und dann die sogenannte PNR. PNR steht für Passenger Name Record. Heimater geht es mehr einfach zu kontrollieren, wo potenziell Terroristen am Flieger an Europa ran, respektiv rauskommen. An die Memberstaaten tauschen hier Daten unter den aus, können dann hoffentlich mit Zeit den Terroristen identifizieren, ehe Schlimmes geschieht ist. Das ist ein wichtiges Signal, dass die Polizeidirektive und der PNR auf demselben Tag ugeholt sind wie das Datenschutzgesetz. Das heißt nämlich, Protektion vom Bürger an den Kampf gegen den Terrorismus gehen Hand an Hand. Und am Kontext von den Attentaten von Paris a Brüssel sollte man nicht als Schutzmaßnahme für den Einzelnen auf den Kopf gehauen, mehr gemeinsam Regeln schaffen, für die Kriminellen und den Terroristen die Hand wegzulegen.
Et gëtt keng Freiheet ohne Sicherheit, an et gëtt och keng Sicherheit ohne Freiheit. De PNR as ein wichtiges Instrument, aber es muss auch von einem besseren Nutzen von den anderen bestehenden Instrumenten begleitet gehen. Zum Beispiel, wir haben rund 5000 terroristische Kämpfer, die aus Syrien zurück an Europa kommen. Aber es sind ja just 1600 an unseren Datenbanken. Das bringt nichts, weil man muss ja über alle Guren Bescheid wissen, dass man wissen, wie sie wo was machen. Und dafür muss an einer zweiten Etappe dafür gesorgt gehen, dass ein Datenaustausch zwischen den Sicherheitskräften besser funktioniert. Memberstaaten sollen weg von einem freiwilligen System und sich für den obligatorischen Austausch entscheiden. Sie sollen 28 Nationaldatenbanken an ein einzig europäisch umwandeln. Es bleiben also noch weiter Schritte zu gehen, aber mit diesen Gesetzen, zusammen mit dem Datenschutzgesetz, sind wichtige Schritte in die richtige Richtung gegangen. Und die Abstimmung am Parlament war ein guter Tag für Europa. Verschiedene Leute haben sogar gesagt, ein historischen Tag. Ein Tag, wo wir wissen, dass wir etwas zusammen erreichen können und dass wir die Herausforderungen zusammen angehen können. Die grenzübergreifende Natur von der digitalen Revolution, aber leider auch vom Terrorismus, weisen ja, dass es nicht mehr in eine Richtung gehen kann, mehr Zusammenarbeit, mehr Kohärenz an Europa, und da packen wir das doch.